Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einer weiteren FC Bayern Reaction. Heute, diesmal zur Pressekonferenz vor dem DFB-Pokalspiel zu Hause gegen Bayern 04 Leverkusen. Ja, wie immer, bevor wir reingehen in den Bums, der Hinweis, wenn ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, lasst gerne ein Abo da, damit unterstützt ihr einfach das, was ich hier so tue. Und in diesem Sinne, gehen wir rein. Da sind sie. Alle schönen Montagmorgen alle zusammen. Willkommen zur Medienrunde für das Servus. Dienstagabendspiel mit Vincent Kompanie und Christoph Freund und euch natürlich zahlreich und allen, die uns verfolgen. Es geht los. Zahlreich. Ist geil, bitte. Ja, guten Morgen. Guten Morgen. Der Ausfall von Harry wiegt natürlich schwer. Kannst du ungefähr so eine Ausfallzeit geben und wie gedenkst du ihn dann auch zu ersetzen? Immer schwer zu sagen, aber es gibt noch eine Möglichkeit, dass er, glaube ich, dieses Jahr Schöner Pulli, schöne Jacke. Fühl ich, Winnie. noch spielt. Aber das heißt natürlich, dass er schon ein paar Spiele ausfallen will. Und ja, ersetzen, Sie wissen alle, dass man nie Kannst ja nicht ersetzen, Harry Kane. 1:1 ersetzen kann, nicht die Tore, nicht die Spieler. Und deswegen ist er auch ein Topspieler, aber wir haben schon Talent, wir haben schon Tore in die Mannschaft und wir müssen das einfach anders lösen und es wird nicht. Man sollte mal vielleicht einen Lieber nicht aufstellen, wa? Ich meine, Torschlagen hat er ja genug gehabt, aber das Tor treffen. Dann Talent fehlen morgen, aber nur wird es anders aussehen auf jeden Fall. Dankeschön. Daneben Hanna Reif für TZ und Merkur. Ja, Herr Kompanie, Samstag Dortmund, Dienstag Leverkusen und dazwischen eine Weihnachtsfeier. War das Ihre Idee, diese ungewöhnliche Maßnahme? Und ist da so ein bisschen Wir-Gefühl nochmal gestärkt worden für die harte Aufgabe, die wartet? Ja, diese Momente, die sind oft ganz lange, wir haben sehr, sehr wenig freie Tage und am Ende machst du immer dann die Entscheidung, okay, dann machen wir nichts und es ist keine Möglichkeit. Ich glaube, nach Mainz haben wir noch, müssen wir alle, das war vielleicht der einzige Moment, dann gehen wir alle noch zu den Fans und die Fanclubs und deswegen, es gibt immer was im Programm und wenn wir so viele Spiele haben, ist es auch keine Option, dass wir nichts machen und das war mit den Kindern, das war nachmittags, das war einfach ein ganz schönes Moment und mit der Familie und für mich ist es einfach und für uns, glaube ich, als Verein ist es sehr wichtig, dass wir nicht nur die Worte haben und sagen, wir sind eine Familie, aber dass wir auch dass wir uns auch die Mühe machen. Und ja, das war ein ganz schöner Tag und haben ein klein bisschen das Spiel vergessen und danach war es wieder sehr spät arbeiten, sehr früh wieder arbeiten. Ist doch völlig fein. Ich verstehe die Aufregung gar nicht darüber. Ja? Wo ist denn das Problem jetzt nur? Was Dortmund und Leverkusen ist, darf man keine Weihnachtsfeier machen oder was? Oder einen schönen Nachmittag verbringen oder wie? Weiß ich nicht. Was ist denn da die Argumentation? Kann man doch eher sagen, es ist eher nochmal kopffrei bekommen vom nächsten wichtigen Spiel, oder? Dann ist Heiko Niederer für die Bild-Zeitung, Jan. Hallo, guten Morgen. Die Pokalgeschichte der Bayern in den letzten 4 Jahren war nicht so wahnsinnig ruhmreich. Da konnten Sie natürlich nichts dafür. Aber die Bosse haben jedes Jahr mehr und mehr klargemacht, langsam muss der Pokal mal wieder her. Wir müssen mal wieder ins Finale. Spüren Sie vor diesem Spiel so ein bisschen auch diesen Druck, dass es eben ein K.O.-Spiel ist gegen Leverkusen, dass es wirklich auch schon ein kleines Endspiel ist? Ja, ich habe es gesagt, also gerade diese Woche PSG, Dortmund, also ich gehe vielleicht ein bisschen anders um mit Druck, aber für mich ist es immer dieser interne Druck und dann meine ich die Spieler, die Trainer, damit wir immer diese beste Leistungen bringen, damit wir immer in diese Spiele auf unsere beste Level sind. Das ist der Druck, das wir brauchen, nicht was anderes und ich glaube, ich mag das, wenn diese Spiele auch groß gemacht werden. Wir sind Fußballspieler, ich nicht mehr. Aber wir sind alle im Fußball für diese Momente. Und wir wissen, wenn es gut läuft, dann hast du einen Moment für immer. Und wenn es schlecht läuft, dann ist es nicht gut. Aber ich habe kein Problem damit. Morgen ist wichtig. Wir spielen gegen den Pokalsieger von letzter Saison. Das ist jetzt die 2 Topspiele, 3 Topspiele, das wir haben in der Bundesliga und ich hoffe einfach, dass die Leistung auch stimmt mit wie groß dieses Spiel ist. Ja, das wäre schön.
Ja, das hat sie in Dortmund definitiv nicht in der ersten Halbzeit. Aber gut, das war auswärts. Ist vielleicht ein Argument, keine Ahnung, darum geht es jetzt auch nicht. Es muss eine Top-Leistung her. Ja? Und zwar von allen 11, die am Anfang auf dem Platz stehen werden. Da bin ich sehr gespannt, wer das sein wird vorne. Gerade auch die Mitte, ne? Unsere Zentrale mit Kimmich Goretzka muss wach werden. Muss gedanklich schneller werden, muss fußballerisch schneller werden. Ansonsten wird das ein hartes Stück Arbeit. Aber das wird so oder so. Ne? Daneben Klaus Bergmann für die Deutsche Presseagentur. Herr Kompany, Sie haben gesagt, 1:1 ersetzen geht nicht. Wer sind denn Ihre Optionen? Also wen können Sie vorne? Ja, Müller und Tell. Serge Gnabry. Kennen wir ja auch schon als falsche Neun. Ne? Mr. Chancentod, aber gut, vielleicht vorne, vielleicht fällt ihm mal einer vor die Füße und stolpert ihn rein oder was. Ne? So, andere Optionen hast du nicht. Du kannst dich in Jamal vorne reinstellen, auch wenn er dann das Tor gemacht hat gegen Dortmund. Je nachdem, wie Leverkusen spielen wird, aber wenn Leverkusen ansatzweise wie Dortmund spielt und unsere Mitte anläuft und zustellt, dann sind Kimmich und Goretzka maßlos überfordert mit der Spielgestaltung. Ja, da muss sich ein Jamal fallen lassen. Und wenn sich ein Jamal fallen lässt, kann er nicht vorne im 16er sein. Ne? Also. Vorne hinstellen? Wir haben viele Optionen. Also auch Gnabry ja angespielt hat am Samstag, ist er auch wieder eine Option oder wäre er eine? Thomas Müller, Mathys Tell, Gnabry, Olise, King vielleicht nicht in diese Position, Leroy. Ja, wir haben Optionen. Chancentod, Leroy. Ja. Ich habe fast alle genannt, Sie verstehen, was ich meine damit. Wir haben, ich glaube, wenn Sie sehen, natürlich Harry hat, glaube ich, 20 Tore gemacht oder so. Das kannst du nicht ersetzen. Ne? Das ist, aber wir haben Spiele, die torgefährlich sind, auf jeden Fall. Und das hat Thomas immer wieder gezeigt. Gnabry, King, Leroy, Michael. Wir haben auch Spiele mit 7, 8, 10 Tore, Jamal. Und das hilft uns natürlich, diese Situation zu lösen. Und ich glaube, taktisch, wie wir gespielt haben bis jetzt, in dieser Rolle haben wir genügend Spieler, die Rolle spielen können. Nochmal die Tore ersetzen und 1:1 die Qualität ist was anderes, aber wir haben Talent. Ist Gnabry denn wieder eine Option? Ja, schauen wir mal. Wir haben heute Abschlusstraining und Ja, Serge wird nicht in der Startelf stehen, selbst wenn er, wie gesagt, er war angeschlagen. Ich gehe fest davon aus, dass Thomas Müller das machen wird, weil, ja, sind wir ehrlich, Mathys Tell Leistung gegen Dortmund war unterirdisch. Ja, also, ja, das wäre seine Chance gewesen, muss man mal klar sagen. Mal wieder. Ja, ist nicht so, dass er die Saison keine Chancen gekriegt hat. Konnte sie halt einfach nicht nutzen. Ja, hätte er da eine ansprechende Leistung gezeigt, wäre er wahrscheinlich jetzt dann auch die Nummer 1. Ich bin sehr gespannt, ob man es, aber wir haben es gesehen beim Ausfall von Harry Kane, hat man dann ja auch nicht gesagt, wir stellen Mathys Tell vorne rein. Er ist ja trotzdem auf der linken Seite geblieben. Ja. Mich persönlich würde es überraschen, wenn er nochmal auf den Mathys Tell setzt gegen Leverkusen. Ich gehe davon aus, dass er auf die Erfahrung setzt und Thomas Müller aufstellen wird. Sie wissen, wenn die Spiele so kurz aufeinander sein, dann zählen diese letzten 24 Stunden noch. Davor Michael Schröer für Bild. Hallo zusammen, vielleicht eine Frage an beide. Zuletzt gab es etwas Ärger darum, weil Michael Olise nach seiner Einwechslung gegen Paris keine Schienbeinschoner getragen hat. Wenn man sich so Haben Sie die Frage auch gestellt an diesem Tag? Da war sie nicht. War sie das? Nein. Okay. Aber wenn man sich so die Reaktion darauf anschaut, dann wird auch oft das Thema Vorbildfunktion genannt. Wie sehen Sie das? Ich habe das nicht verfolgt. Das war ein Thema? Okay. Aber was dann? Entschuldigung. Ja, ich habe es nicht verfolgt. Deswegen. Dass er eben keine Schienbeinschoner getragen hat. Gott, Leute! Katastrophe, was machen wir denn jetzt? Ach du grüne Neune. Er hat keine Schienbeinschoner getragen, Leute. Katastrophe. Vorbildfunktion, ne? Das ist wie die ganze Glücksspielwerbung vor jedem Fußballspiel. Ganze Alkoholwerbung. Ja, da macht man sich Sorgen darüber, dass ein Spieler vielleicht zu kleine Schienbeinschoner trägt, weil er das Gefühl nicht haben kann. Ja, das ist, worüber wir dann in Deutschland reden müssen, Alter. Ganz genau. Obwohl es ja Pflicht ist. Ja. Ja.
Ja, darf nicht. Aber ich meine, ich muss ehrlich sagen, ich will schon, dass meine Spieler immer ein Vorbildfunktion haben, aber das war für mich jetzt keine Hauptpriorität. Manche haben sehr, sehr kleine Schienbeinschoner, wenn sie waren wahrscheinlich noch zu jung dafür, aber wir haben noch die Schienbeinschoner gehabt, das ging über die Ankles, ne? Das war so groß. Und das ist jetzt immer weniger geworden und ich glaube in dieser neuen Generation, wenn man genau hinschaut, es viele Spiele mit ganz kleiner, vielleicht hat es zu tun, weil die Verteidiger auch und die Regel ein bisschen anders sind als für 20, 30 Jahre. Ne? Sie wissen, das war nötig. Nicht mehr so mannigfaltsmäßig. Ich sage nicht, dass es nicht nötig ist, ich sage nicht, dass ich spreche das auch nicht gut, aber ein großes Thema ist es auch nicht und ja, weil Sie es jetzt sagen, bin ich mir sicher, dass morgen geschaut wird, dass die Schienbeinschoner da sein und ja, da wird wieder ein Trara rausgemacht, Alter. Und dass es kein großes Problem wird. Ja, Vinny hat alles gesagt. Es gibt ja diese Regeln, daran müssen sich alle Spieler halten, auch unsere Spieler. Und ja, aber wie schon gesagt, die Schienbeinschoner werden immer kleiner. Er hat doch sogar Schienbeinschoner gehabt, die waren im Schiedsrichter nur zu klein, deswegen sollte er größere reinpacken und die hat er dann weggeworfen. Junge, meine Güte. Ja, das hat sich ein bisschen verändert. Und wenn, dann ist es doch sein Problem. Wenn er dann die offene Sohle vor Schienbein kriegt und ein halbes Jahr ausfällt, dann ist das doch sein Problem. Ja? Dann ist es das Problem vom Verein und das Problem von ihm, dass er ein halbes Jahr kein normales Gehalt kriegt. Ja, so, Punkt. Junge. Aber grundsätzlich gibt es die Regel und die ist einzuhalten, ja. Okay, ein anderes Thema, vermutlich. Julian Buhl für T-Online. Ja, Herr Kompanie, wie sind dann Ihre Erinnerungen an die Duelle mit Xabi Alonso als Spieler und wie ist es jetzt als Trainer? Was ist da schwieriger, ihn zu schlagen und ja, was erwarten Sie auch von dem Spiel morgen, auch gerade taktisch? Ja. Also ich erwarte, dass Leverkusen nicht nochmal so ängstlich auftreten wird. Ich glaube, Dortmund erste Halbzeit war eine gute Blaupause, wie man gegen unsere aktuelle Mannschaft spielt. Und da wird auch Harry Kane wehtun, ja, dass er fehlt, weil er auch der ist, der hinten auch Lücken schließt, mit nach hinten arbeitet. Egal, ob da ein Thomas Müller spielt oder noch schlimmer Mathis Zell, der das noch weniger tut. Thomas Müller tut das ja teilweise auch. Das wird nicht so einfach. Ja? Vielleicht, wenn wir so ein bisschen unsere Leichtigkeit wiederfinden, was das Pressing anbelangt und Leverkusen in die eigene Hälfte drücken können. Ja. Aber das werden wir auch nicht über 90 Minuten schaffen. Das sehen wir jetzt schon, dass da nicht mehr so die Physis da ist in den letzten Spielen, um das aufrechtzuerhalten. Wir haben uns ja immer weiter ein Stückchen nach hinten gezogen, was auch völlig fein ist, völlig okay. Aber ich denke, das wird ein anderes Spiel wie das Spiel in der Bundesliga. Ich werde auf Englisch sagen, das ist ein bisschen einfacher. So obviously as a player, I was probably most of the time very far away from him when he had the ball, being a defender. But you know, when he's on the ball, just be side on and ready to drop because he will find whatever passes, So I think his passing range was exceptional, and you know that the more he was getting on the ball for the opposition wherever he played, the more the team he was playing for was going to be dangerous going forward. And it didn't matter if it was a 10-meter pass or a 30 or 40-meter pass, to him it seemed to be the same. So yeah, I think sometimes it's good as well to remind. We're all coaches now, and we live and obviously we live for this job. But sometimes, played against Sahin this weekend, and now Xabi Alonso. They were great players, and what he's done in his career was just incredible. So I'm sure he's taking this experience into a lot of the coaching he does, and you see also the relationship that the midfielders have for Leverkusen. I think a lot of it is because of how he understood the game as a player. Yeah, I don't know if I've answered the question fully, but the moment you asked about him as a player, I had flashbacks from other things. Vielleicht noch die taktischen Erwartungen für morgen und ob man da auch vielleicht Erkenntnisse noch mitnimmt aus dem Ligaspiel. It's difficult because you can go back and watch the last 10, 15 games, whatever we played between the two games.
they're a team who's capable to press really high, and they've done it in recent games, man for man almost, and have been really aggressive. But they're also a team who's able to be really compact, and like they did against us in the last game, and solid. Whatever the system is, whether it's a 5-4-1 or 4-4-2, you know, just to talk about systems, I see a team they have variety, they can choose to do many things. And for us, I think it's still a case of just being aware of what our strengths are as well in a game like this and to bring that forward. Der Kollege nebendran, bitte, ja. Ja, da bin ich sehr gespannt erstmal. Erstmal, ja, er hat ein bisschen Xabi Alonso beschrieben als Spieler, ja, dass sie nicht so viel Kontakt hatten auf dem Feld und Xavis Pässe beschrieben und so weiter und so fort. Ein bisschen in Erinnerung geschwelgt. Da hat er natürlich gesagt, dass Leverkusen sehr variabel ist. Sie können sehr kompakt spielen, so wie sie im Hinspiel gegen uns gespielt haben. Ansonsten spielen sie aber auch mit sehr hohem Pressing, Mann gegen Mann über den ganzen Platz. Ja, er guckt da ein bisschen weniger drauf. Es geht darum, unsere eigenen Stärken auf den Platz zu bekommen. Da gehe ich mit. Ja, aber ja. Boah, es wird schwer. Es wird schwer. Aber wer weiß. Wer weiß. Vielleicht werde ich ja überrascht. Aber dazu, da quatschen wir ein bisschen im Taktikfuchs drüber. Das gehört jetzt hier nie hin. Tjag Herzog für Sport 1. Es gab am Samstag noch eine Situation im Topspiel, eine vermeintliche Tätlichkeit von Sané gegen Groß. Haben Sie die Situation gesehen und wenn ja, wie bewerten Sie die? Ich gehe davon aus, Sie haben sie nicht gesehen. Nein. Das war ein Ellenbogen von Sané ins Gesicht von Groß. Und auch hinsichtlich dann zur Stürmerfrage, ob Sie da mit Sané noch mal reden werden. Aber wenn es so schlimm, ich habe es nicht gesehen, nicht mal gehört. Ich habe das Spiel fast zweimal wieder geschaut und auch nicht gesehen. Aber meistens, wenn die Frage nicht in die ersten 5 Minuten kommt nach dem Spiel, dann war es nicht so schlimm. Weil sonst, ja, Sie wissen selber, sonst bekomme ich die Frage schon, das war überhaupt kein Thema bis jetzt. Also, ich habe da auch nichts von mitgekriegt. Ich habe es nicht gesehen, es ist auch okay für mich, wenn es kein Thema wird. Dann ist Nicolas Linner für die Bild an der Reihe. Servus zusammen. Frage an den Trainer. Ihre Geschichte ist einigermaßen ähnlich zu der von Xabi Alonso. Ehemalige Weltklasse-Spieler, die ja, ohne die allzu große Erfahrung zu sehr großen Vereinen kommen und Erfolg haben. Glauben Sie, das ist irgendwie Zufall, dass es jetzt ausgerechnet 2 ehemalige Weltklasse-Spieler sind, die in der Bundesliga so erfolgreich sind? Oder haben Sie vielleicht einen gewissen Vorteil zu Trainern, die eben diese ganz große Erfahrung auf Top-Level nicht haben? Ja, na klar, was ist das denn für eine dumme Frage, Alter? Wie kann man denn solche Fragen stellen und die gleichzeitig selber beantworten? Natürlich ist das doch ein Vorteil, wenn man ein Top-Spieler war und dann in die Trainerlaufbahn geht. Ja, ist doch was anderes, als wenn ich ein durchschnittlicher Bundesligaspieler war oder irgendwie ein Zweitklassiger oder ein Drittklassiger oder ein Viertklassiger Spieler oder nur ein Jugendtrainer bin. Ja, na klar ist das was anderes und macht den Einstieg mit Sicherheit leichter. Was nicht heißt, dass es am Ende des Tages bessere Trainer sind. Guckt euch einen Kloppo an zum Beispiel, ja. Aber es macht doch den Einstieg leichter. Ja, da brauchen wir doch nicht drüber reden, oder? Yeah, it's a difficult question. Huh? It's a difficult question. I don't know. I'd like to think that there's 2 pathways, I suppose. You know, there's a pathway where you're a player, you become a coach, and there's a pathway where you decide, I'm going to be a coach from a very young age because I maybe don't have the talent to be a player. And I think in the pathway that I followed, what can't be underestimated is the amount of work we did to transition as well. You know, so for example, you're a player, you live as a player, you live in a habit of you go to training, you go back home, and then it's all about recovery. And yes, there's a lot of games, there's a lot of stress, but in the end, your time is totally different. To switch from this mode to go to trying to do, you know, in my case, I try to school myself on using every software that is available. So, you know, I could do what the analysts could do. I try to study, and analyze the game. So there was
there's a tremendous amount of work that comes into it to be actually credible after having played for a long time as a coach. So now I'd like to think that the result of being here is a result of hard work, like anybody else. But of course, I would say one of the advantages I do take in my day-to-day is because you mentioned about being young coaches. So, but in the end, I think in my case, there's not many situations I've seen so far this season that I haven't lived many, many times through my career, and that I haven't experienced as a leader many, many times in my career. You know, so there are similarities that can help you do the job, and then experience is like, I mean, you're a young journalist, you're learning as well, or maybe you're older, I don't know, maybe you've done it for 15 years, but you know, we're all, you have to start somewhere, and I think the common theme to success, I hope, is hard work, and that's what I think, that's what I've done for sure. Cool, er hat mit ganz vielen Worten genau das gesagt, was ich auch gesagt habe. Er hat natürlich gesagt, dass du auch als junger Coach da hinkommen kannst, dass es sehr, sehr viel Arbeit ist. Er hat aber auch gesagt, dass mit Sicherheit ihm seine Erfahrung, die er als Leader auch hatte, ihm in der einen oder anderen Situation jetzt als Trainer hilft. Ja? Und das ist ja auch, was ich gesagt habe. Also, dass man auch als unterklassiger Spieler oder nicht so guter Spieler oder als gar kein Spieler ein sehr, sehr guter Trainer sein kann, steht ja außer Frage. Ja? Aber natürlich ist der Einstieg für jemanden, der auf dem Niveau Fußball gespielt hat und alles erreicht hat, denke ich, einfacher. Gerade bei einer Top-Mannschaft. Als wie jemand, keine Ahnung, der diese Karriere nicht hatte, den dann, ich weiß nicht, wo hast du das mal erlebt, dass man sagt, ja, oh, alles klar, komm, den nehmen wir jetzt und hauen den einfach mal beim FC Bayern rein. Nehmen wir Nagelsmann, aber Nagelsmann hat ja vorher schon genug Erfahrung eigentlich gesammelt als Trainer. Und trotzdem hat man gesehen, dass das nochmal was anderes ist. Ne? Kommen wir zu den letzten Fragen, bitte. Hanna Reif nochmal. Eine Frage an Herrn Freund. Der Trainer hat gerade gesagt, Harry Kane ist nicht 1:1 zu ersetzen. Ich glaube, das ist klar. Sind die nächsten Wochen vielleicht auch entscheidend mit Blick aufs Wintertransferfenster, ob man einen Stürmer als Backup... Ja, wir holen Schuppo zurück. Schuppo ist ja noch vereinslos. ...vielleicht doch brauchen könnte, falls er dann in den entscheidenden Partien auch mal ausfallen... Würde ich unserem Verein zutrauen übrigens. ...sollte? Na, wir sind total überzeugt von dem Kader, den wir haben. Natürlich ist Harry nicht 1:1 zu ersetzen. Ist ein ganz spezieller Spieler mit einer unglaublichen Torquote, aber einen zweiten Harry Kane zu verpflichten, werden wir uns nicht leisten können und wäre auch für den Kader nicht gesund. Man muss ja auch immer auf den gesamten Kader blicken, aber wie schon gesagt, haben wir ja schon öfter darüber gesprochen, dass wir Möglichkeiten haben, hat auch der Trainer gesagt, und wir sind auch in der Offensive sehr, sehr gut aufgestellt. Klaus Bergmann nochmal an der Reihe, bitte. Oder Heiko, teilt euch. Ich habe auch noch eine Frage an Christoph Freund. Am Wochenende gab es so ein bisschen Neuigkeiten über zwei der wichtigsten Vertragsverlängerungen, Jamal Musiala und Joshua Kimmich. Bei Jamal Musiala hat Max Eber so ein bisschen angedeutet, es könnte vielleicht bis Weihnachten klappen, das wäre sein Wunsch. Joshua Kimmich hat hingegen ein bisschen gesagt, er tendiert eher dazu, im neuen Jahr sich zu überlegen, können Sie einen kurzen Einblick geben und vielleicht den Fans Hoffnung machen, ob da was vorangeht in diesen Tagen? Na, wir sind in guten Gesprächen mit beiden. Natürlich wäre es unser Wunsch, so schnell wie möglich abzuschließen. Ich glaube, das hat auch der Max gesagt. Aber wichtig ist, dass es am Ende positive Ergebnisse gibt, dass sie verlängern. Ob das dann eine Woche früher oder 3 Wochen später ist, ist nicht das Entscheidende. Aber natürlich, wir befinden uns in Gesprächen und sind in beiden Personalien positiv gestimmt. Ja, was soll er sonst sagen, Alter? Dann ist Klaus Bergmann nochmal an der Reihe. Herr Kompanie, Ihnen fehlt der Mittelstürmer. Leverkusen hat im Moment einen, der sehr, sehr gut trifft, Patrick Schick. Wie denken Sie über ihn oder was zeichnet ihn besonders aus? Und glauben Sie, dass Leverkusen wieder besser drauf ist, als es so am Anfang der Saison war und man ja auch hier in München doch sehr defensiv gespielt hat aus Leverkusener Sicht, was ja ein bisschen untypisch war für Bayer? Ja, wir sprechen oft über, also was ich jetzt gesehen habe, wir haben fast gegen jede Mannschaft jetzt gespielt in der Bundesliga und es ist für mich ganz deutlich, dass die Kader von Leverkusen zu der Beste gehört. Und das heißt auch nicht nur die Startelf, aber auch in die Tiefe.
Und ja, die 2 Stürmer, das die haben, natürlich gehören dazu. Aber was die entscheiden, morgen zu machen, ist genau wie ich gesagt habe. Die können einfach beides machen. Die können sehr tief verteidigen, wenn die sich das wünschen. Ich weiß nicht, wie das Gefühl war für den nach dem Spiel gegen uns, ob die zufrieden waren oder nicht. Ich glaube nicht, dass sie wieder so tief stehen werden. Wie auch? Was wollen sie sich in 0:0 ermauern und wollen dann ins Elfmeterschießen oder was? Das ist ein K.O.-Spiel, das ist eine ganz andere Herangehensweise. Ich kann mir schon vorstellen, dass Leverkusen vielleicht so die ersten 15, 20 Minuten ein bisschen tiefer stehen wird. Aber ich glaube, umso länger das Spiel geht, wird Leverkusen, also wie gesagt, Dortmund hat es ja gezeigt, ja? Wie einfach du unser Spiel halt komplett ausbremsen kannst. Ja. Aber letztendlich haben die auch einen Punkt geholt und das in diese Spiele kann sehr wertvoll sein. Ob die sich was anderes wünschen in dieses Spiel, weiß ich nicht. Das können wir nur morgen wissen. Aber nicht vergessen, dass wir auch einen Anteil dazu haben, dass wir in diesem Spiel auch ganz gut waren. Und deswegen hoffe ich auch, dass wir von unserer Stärke ausgehen, dass was die machen, wir haben Respekt für die Qualität, für die Talent. Ja, leider muss man halt sagen, dass bei uns halt der ein oder andere Spieler halt nicht dabei ist. Aber wenn ich an so einen Pavlovic denke, der schmerzlich vermisst werden wird, Harry Kane natürlich jetzt auch. Das sind natürlich schon Faktoren, ne, leider. Ja, schauen wir mal. Für die Vereine. Aber das Schöne ist ja immer, wenn ich nicht so ein gutes Gefühl habe, läuft es ja eigentlich. Und ich habe nicht so ein gutes Gefühl. Also sind wir guter Dinge, dass wir weiterkommen. Was die machen, dass wir eigentlich hauptsächlich die Fokus haben auf was wir machen wollen. Das ist auch wichtig für mich. Das ist auch richtig. Ne? Klar, jetzt nicht, hat er ja schon oft gesagt, nicht hier Scheuklappen auf und durch, aber natürlich musst du erstmal den Fokus auf dich haben. Ne? Das sollte klar sein. Ja, als FC Bayern zumindest. Okay, haben wir's? Haben wir's? Dann vielen Dank. Freuen wir uns auf morgen. Sehen wir uns morgen. Freuen wir uns. Ich freue mich auf jeden Fall auf morgen, Leute. Ich hoffe, ihr auch. Ich hoffe, wir sehen ein gutes Spiel. Am Ende des Tages zählt bei dem Spiel nur das Ergebnis. Alles andere ist wurscht. Und in diesem Sinne, Leute, rot-weiße Grüße gehen raus. Habt eine schöne Woche, ein gutes Spiel morgen. Bis dann. Tschüssi. Vielen lieben Dank für euren Support hier auf dem Kanal. Und in diesem Sinne, gute Freunde kann niemand trennen.